من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah habt ihr im letzten Unterricht aufgepasst. Wir haben im letzten Unterricht den Namen Allahs As-Samir versucht zu erklären. Und wir haben hier gesagt, probiert aus, die eine Woche nur damit zu verbringen, zu sagen, egal was ihr ausspricht, egal was ihr sagt, euch immer wieder klar zu machen, Allah hört mich, wenn ich jetzt was sage. Ich denke, wenn ihr das gemacht habt, werdet ihr gemerkt haben, dass innerhalb einer Woche nur eure Worte sich komplett geändert haben, ruhiger geworden sind, vorsichtiger geworden sind, man viel mehr Acht gegeben hat. Und heute werden wir inshallah den Namen Allah subhanahu wa ta'ala Al-Basir hier erklären. Das ist auch ein Name wie As-Samir, die Allah seine Vollkommenheit beschreiben. Wenn wir jetzt den Namen heute Allahs Al-Basir hier erklären, ist meine Bitte an euch jetzt eine Woche. Normalerweise sollte das ganze Leben so verbracht werden, aber macht es für eine Woche, damit ihr merkt, wie extrem euch das verändert. Der Name As-Samir wird eure Worte Islah machen, wird eure Worte verbessern, das, was ihr ausspricht. Und der Name Al-Basir wird eure Taten verbessern. Alle eure Taten, wenn ihr euch immer wieder denkt und sagt, Allah sieht mich. Al-Basir bedeutet Allah, derjenige, der alles ausnahmslos sieht, der keine Grenzen beim Sehen hat, dessen Sehen alles umfasst hat. Er sieht das Große und das Kleine, das Nahe und das Weite, das Dunkle und das Helle, das Offene und das Verborgene, das Vorhandene und das Nicht-Vorhandene. Allah subhanahu wa ta'ala sieht ganz gewiss alles in ganz klarer Sicht, ohne ein Hindernis oder ohne einen Makel. Allah subhanahu wa ta'ala ist allsehend. Er sieht alles in das Tiefste und das Verborgenste. Al-Basir kommt im edlen Koran 42 Mal vor, ein sehr häufig vorkommender Name, weil der sehr wichtig ist für unseren Ahlak, um unseren Ahlak zu verbessern. Dieser Name ist wie As-Samir, weil durch die Worte und durch die Taten kommt man entweder ins Paradies oder man kommt in die Hölle. Deswegen sind genau diese zwei Namen, die sehr häufig im edlen Koran vorkommen, womit Allah subhanahu wa ta'ala uns damit Tarbiyah macht. Eine kurze Sache zur arabischen Sprache. Man sagt auch zum Beispiel zu Auge und man sagt Auge zu Ain und Basar. Also Basar und Ain bedeuten beides Auge. Aber Ain ist auf die Sache bezogen, ist auf das Gegenstand, auf das Objekt bezogen, was sieht. Das ist das Auge an sich. Und Basar ist nur auf das Sehen bezogen, also ist auf das Sehen bezogen. Und Ain ist auf die Sache bezogen. Deswegen sagt man zum Beispiel bei einem Blinden A'ma. Also man sagt nicht über das Wort Basir, dass er blind ist, sondern über das Wort Ain. Weil Ain ist auf das Auge bezogen. Sein Auge ist verhindert. Deswegen sieht er nicht. Weil wir werden dazu gleich kommen, der Mensch sieht nicht nur mit dem Auge. Er sieht auch noch mit etwas ganz anderem. Und zwar mit dem Herzen. Wir werden dazu gleich kommen. Eine weitere Sache in der arabischen Sprache, man sagt auch zu sehen, Basir und Ru'yat. Beides, zum Beispiel Ru'yat Hilal haben wir, wenn immer der Mond besichtigt wird, eigentlich jeden Monat, aber im Ramadan jetzt zum Beispiel, dann liest ihr das häufig. Ru'yat und Basir, beides bedeutet sehen. Aber Ru'yat ist nur auf Dinge bezogen, die vorhanden sind, die gegeben sind. Zum Beispiel Ru'yat Hilal, man hat den Hilal gesehen, den Mond gesehen. Der Mond muss vorhanden sein, der muss da sein. Aber Basir, das Sehen, ist nicht nur auf Vorhandenes bezogen, sondern auch auf Dinge sehen, Dinge erkennen, die es noch nicht gibt oder die gerade nicht vorhanden sind. Das ist darauf bezogen. Auch dazu werden wir inshallah nochmal kommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Koran: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِندَ اللَّهِ
Inna Allah bima ta'maluna basir. Allah sagt, und verrichtet ordnungsgemäß eure Gebete, entrichtet die Zakat, und was ihr für euch an Guten vorlegt, werdet ihr bei Allah subhanahu wa ta'ala vorfinden. Gewiss, Allah ist dessen, was ihr tut, allsehend. Er sieht alles. Man kana yuridu sawaba dunya, derjenige, der die Belohnung der Dunya möchte, soll wissen, fa'inda Allahi sawabu dunya wal akhirah. Bei Allah ist die Belohnung des Diesseits und Jenseits. Wa kana Allahu sami'an basira. Und Allah bleibt immer allhörend und allsehend. Eine Sache kurz nochmal zusammenzufassen, das mache ich eigentlich immer. Also bedeutet Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir sagen, Allah ist Al-Basir, dann heißt das, Allah ist derjenige, der ausnahmslos alles sieht, alles ganz nett und ganz klar sieht, ob verborgen oder offen, ob dunkel oder hell, ob klein oder groß. Es gibt keine Grenzen bei dem Sehen Allahs. Eine Sache nochmal vielleicht zur arabischen Sprache. Dieser Name Al-Basir ist Mubalagha Ismi Fa'il. Das ist eine Übertriebenheitsform in der arabischen Sprache. Der Name As-Sami' ist auch so. Und diese Namen kommen in der Übertriebenheitsform in der arabischen Sprache vor. Al-Basir, As-Sami'. Aber für Allah subhanahu wa ta'ala gibt es keine Übertreibung. Allah benutzt diese in Mubalagha Ismi Fa'il aus dem Grund, weil Allah uns damit sagen will, die Worte hören hiermit auf mit der Erklärung. Es ist so ein extremes Sehen, es ist so ein extremes Hören von Allah, dass es keine Worte mehr gibt, die diese erklären. Das Sehen geht weiter, die Worte hören auf. So extrem ist das. Das können wir nicht mal Idrak machen, wie Allah sieht. Wir können es nicht mal ansatzweise begreifen oder versuchen, mit Worten zu erklären. Alle Worte der Welt würden nicht ausreichen, würden stoppen und Allah sein Sehen würde nochmal weitergehen. Deswegen kommt diese immer in der Übertriebenheitsform vor. Wo finden wir denn den Namen Allah subhanahu wa ta'ala Al-Basir? Wo finden wir den in unserem alltäglichen Leben, wenn wir damit schauen? Dieser Name Allah subhanahu wa ta'ala ist natürlich ein Name, der überall und egal wo ihr seid, auf euch zutrifft. Ob ihr euch in eine Kapsel setzt, ins Weltraum fliegt, ist Allah Al-Basir, sieht euch, oder ob ihr euch in ein Erdloch verkriecht und irgendwo euch da versteckt, wird Allah euch ebenfalls sehen. Egal wo ihr seid, Allah subhanahu wa ta'ala wird euch sehen. Allah sagt im Heiligen Koran, Huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Es ist euer Herr Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und danach zu seinem Thron Istawa gemacht hat. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Und Allah weiß, was aus der Erde herauskommt und was in der Erde hineingeht. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Und er weiß, was vom Himmel hinabfällt und was in den Himmel hochsteigt. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Und Allah ist mit euch, egal wo ihr auch seid. Wallahu bima ta'maluna basir. Ganz gewiss sieht Allah alles, was ihr tut. Ich möchte jetzt inshallah, es gibt hier 42 Mal kommt der Name Al-Basir im Heiligen Koran vor. Ich werde jetzt nicht diese 42 Verse aufzählen, aber ich habe euch einige Verse rausgenommen, wo Allah Al-Basir am Ende des Verses aufsagt, um eine Sache detailliert uns zu erklären, Tarbiyat zu machen. Weil wenn wir sagen, habe ich in der vorigen Unterrichten mal gesagt, Allah ist allsehend, ja, das macht nichts mit uns. Ich glaube, dass Allah mein Herr ist. Allah ist Al-Aziz, ja, Allah ist der Mächtige. Aber man muss sich mal vorstellen, man muss detailliert in die Sachen hineingehen, damit der Iman erstmal richtig stark wird. Und deswegen werde ich mal auf einige Verse eingehen, wo der Name Allahs Al-Basir am Ende des Verses vorkommt. Ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr den Koran liest, wenn am Ende ein Esma von Allah kommt, dieser ist niemals einfach so. Der ist nicht abes, also der ist nicht sinnlos. Der hat einen besonderen Grund, wenn er am Ende ist. Der ist mit diesem Vers in Verbindung. Auch wenn ihr manchmal denkt, was ist denn die Verbindung mit diesem Vers? Ich werde euch einige Verse aufzählen, wo der Name Al-Basir, Allah subhanahu wa ta'ala, vorkommt. Die Mushrikun in Mekka haben zum Propheten gesagt, oh Mohammed, was bist du denn für ein Prophet? Du läufst auf der Straße rum, du läufst in den Märkten rum, du redest mit uns. Allah hätte doch einen Engel zu uns schicken müssen als einen Propheten. Ja, das haben die Mushrikun damals gesagt. Dann sagt Allah, antwortet, Qul, sprich o Muhammad, Kafa billahi shahidan bayni wa baynakum innahu kana bi'ibadi khabiran basiran. Allah genügt als Zeuge zwischen mir und euch, gewiss, er ist über seine Diener allkundig und er ist allsehend. Warum dieser Name allsehend in Bezug auf diese Aussage der Mushrikun, einen Propheten als einen Engel zu schicken? Allah ist es, der euer innere Absicht kennt. Ihr seid unehrlich, will damit Allah sagen. Wen macht ihr eigentlich hier was vor?
Ihr behauptet, ihr wollt einen Engel als einen Propheten haben. Würde ein Engel kommen, würdet ihr doch genau die andere Ausrede benutzen und sagen, er ist ein Engel, wir können den nicht nachahmen, oh Allah, du musst uns einen Menschen schicken. Ihr seid unehrlich. Allah sieht die tiefe Absicht in eurem Herzen, dass ihr unehrlich seid. Das ist darauf bezogen. Allahs Al-Basir sieht alles, aber er sieht auch das Tiefste, das, was nicht vorhanden ist. Das, wo du nicht mal weißt, was in dir drin ist, sieht Allah. Und Allah geht hier auf den Vers ein und sagt, er ist allsehend, er weiß Bescheid. Hört auf, irgendjemandem was vorzumachen. Ihr seid unehrlich, indem ihr einen Engel als Propheten verlangt. Allah sieht eure tiefe Absicht dahinter. Die Trunkenheit der Gaben. Warum gibt uns Allah subhanahu wa ta'ala Allahs Reich? Warum beschert er uns alle nicht mit Gaben, mit Rizq? Allah sagt, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَهُ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلْ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Und würde Allah seinen Dienern viel Rizq gewähren, bestimmt würden sie Übertretungen auf der Erde begehen. Doch er lässt nach einer Bestimmung nach und nach hinabsenden, das, was er will. Gewiss, er ist sein Diener gegenüber allkundig und allsehend. Was hat das damit zu tun? Allah subhanahu wa ta'ala sieht ganz gewiss, was mit euch passieren würde, wenn zu viel Rizq zu euch kommen würde. Deswegen lässt Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Übermasse, die Trunkenheit der Rizq mit uns, auf uns hinabkommen, indem er uns wenig gibt, bewahrt er uns. Ist es eine Huld und eine Gabe ihm gegenüber? Ganz gewiss, Allah subhanahu wa ta'ala sieht, was passiert, wenn es so wäre aber. Deswegen, Allah beschützt uns. Allah ist ganz gewiss allsehend. In der Surah Isra, der erste Vers, da heißt es, Subhanallazi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, innahu huwa sami'ul basir. Gepriesen ist der, der bei Nacht sein Diener vom Masjid al-Haram nach Masjid al-Aqsa in dieser Umgebung, die wir gesegnet haben, hinführte, um ihn einige unserer Zeichen zu zeigen. Wahrlich, er ist allhörend und allsehend. Guck mal, Surah Isra fängt mit Subhan an. Wir haben gesagt, Subhan ist, Allah ist fern, gepriesen, fern von allen Mängeln, die man hat. O du Mensch, Isra war eine spezielle Reise gewesen, richtig. Komm ja nicht auf die Idee, Allah irgendwas gleichzustellen. Jetzt irgendwie dir irgendwas auszumalen, wo ist er zu Allah gegangen, was war da, wie ist er in den Himmel, kann man irgendwie da emporsteigen, hat er Allah gesehen? Komm ja nicht auf die Idee. Das fängt sofort mit Subhan. Subhanallah, gepriesen ist der, fern von allen Makeln, fern von allem, was ihr euch vorstellt, fern von allem, was ihr Allah überhaupt ein Bild zuschreibt, ist Allah fern von dem. Das ist das Erste. Danach sagt Allah, wir wollen euch wir haben ihnen einige unserer Zeichen gezeigt. Mohammed a.s. hat nicht mal alles gesehen. Denkt ja nicht nur, weil er eine Miraj-Reise gemacht hat, dass er alles gesehen hat. Er hat gar nichts gesehen. Einige waren das, unserer Zeichen nur. Und das Dritte ist, auch wenn der Gesandte das gemacht hat, er wurde geschickt, nicht um mich zu sehen, um Allah, sondern um einige seiner Zeichen zu sehen. Und Allah ist nur derjenige, der alles gesehen hat und der alles sieht, sonst kein anderer. Nicht mal der beste Mensch auf der ganzen Welt, Mohammed a.s. Das ist darauf bezogen. Die Nacht, die Finsternisse. Allah sagt, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Dies deshalb, weil Allah die Nacht in den Tag und den Tag in die Nacht übergehen lässt. Und weil Allah allhörend und allsehend ist. Was hat der Tag, wenn er in die Nacht geht und der Nacht in den Tag geht, mit Allah sein Allsehen zu tun? O du Mensch, der die Nacht benutzt, um Sünden zu begehen. O du Mensch, der die Dunkelheit, die Bedecktheit der Nacht benutzt, um rauszugehen, um Sünden zu gehen und deine Grenzen zu überschreiten. Denke ja nicht, nur weil die anderen dich nicht sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich auch nicht sieht. Ganz gewiss, Allah ist allsehend. Andersrum, o du Diener, der die Dunkelheit der Nacht benutzt, um seine Tränen fließen zu lassen, dessen Herz gebrochen ist, dessen er niemanden mehr hat, die alle ihn verlassen haben, dem er sich niemanden öffnen kann. Ganz gewiss, dein Herr hört deine Duas, er hört dich und er sieht ganz gewiss deinen Zustand. Die anvertrauten Güter. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa iza hakamtu bayna an-nasi an tahkuma bil 'adl inna Allaha ni'ma ya'izukum bih inna Allaha kana sami'an basira. Gewiss, Allah subhanahu wa ta'ala gebietet, dass ihr die anvertrauten Dinge den Besitzern zurückgibt. Und wenn ihr unter den Menschen richtet, so richtet mit Gerechtigkeit. Und sicherlich gut ist das, wozu Allah euch ermahnt. Gewiss, Allah bleibt immer allhörend und allsehend. Die anvertrauten Güter.
wenn es nicht eures ist, wenn ihr dieses Amt, diese Position, diese Aufgabe nicht euer Last ist, nicht eure Emanet ist, dann gibt sie an denen, die es besser machen. Gebt dies weiter. Ganz gewiss, Allah ist allsehend. Allah sieht, wenn ihr es nicht könnt. Und wenn ihr es nicht könnt, ist das keine Schande, denn es hat einen Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala euch die Sache nicht gegeben hat. Und zum Schluss ein noch sind die verräterischen Blicke, sieht ganz gewiss Allah. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ und erkennt die verräterischen von den Augen und das, was in ihren Brüsten verborgen ist. Manchmal glaubt ihr einen Menschen zu sehen, oh, wie harmlos ist der, wie sauber ist doch dieser Mensch. Der könnte niemandem, was du nicht mal einer Fliege was tun, aber der plant schon seine Fitne und sein Verrat. Ganz gewiss hat Allah diese verräterischen Augen schon ganz gewiss erkannt, schon längst gesehen. Die wir als gute Augen harmlos sehen, diese verräterischen Augen hat Allah subhanahu wa ta'ala gesehen. Deswegen gibt es einige Blicke, die wir senken müssen, unsere Augen. Vor allem, wenn es schlechte Blicke sind, soll der Mann seinen Blick senken und auch die Frau soll ihr Blick senken bei den schlechten Blicken. Die Blicke dürfen dich nicht kontrollieren. Du musst deine Blicke kontrollieren. Das waren einige Verse. Ihr könnt euch gerne die anderen Verse alle mal aufschlagen zu Hause, wenn ihr Al-Basir eingibt und gucken, mit welchen die in Verbindung kommen. Es ist sehr interessant, manchmal seid ihr schockiert, mit was in Verbindung kommt, aber das zeigt Allah seine Mächtigkeit. Ich komme zum nächsten Punkt und zwar, wie üblich, der Tawhid und Al-Basir. Ein Gott, der nicht sieht, was du in der Dunkelheit der Nacht machst, ob du sündig oder Gutes machst, dieser kann kein Gott sein, niemals. Ein Gott, der nicht alles sieht, der kann kein Gott sein. Ein Gott, der dich nicht sieht, wenn du was machst, ganz abgelegen, irgendwo wo niemand ist, der kann niemals ein Gott sein. Das war der Aufruf von Ibrahim a.s. an seinen Vater. Ja abati, lima ta'budu, ma la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yughni anka shay'an. Oh Vater, was betest du da an? Was betet ihr da an, was weder etwas sieht, noch etwas hört, noch irgendetwas für dich anrichten kann? Der Prophet macht den gleichen Aufruf an sein Volk. Innal lazina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Die ihr anstatt Allah anbetet, sind auch Dinge, die Allah erschaffen hat. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Ruft sie an, betet sie, macht was, zeigt, ruft sie, wenn ihr doch wahrhaftig seid, sollen sie euch antworten. Alahum arjulun yamshuna biha. Haben eure Götter etwa Füße, mit denen sie laufen können? Die bewegen sich ja noch nicht mal. Am lahum aydin yabtishuna biha. Oder haben die Hände, mit denen sie greifen können überhaupt? Am lahum a'yunun yubsiruna biha. Oder haben sie Augen, mit denen sie sehen können? Am lahum azanun yasma'una biha. Oder haben sie Ohren, mit denen sie überhaupt hören können? All diese Sachen haben sie nicht. Daher kann weder Jesus, Sohn der Maria, ein Gott sein, noch kann eine Statue ein Gott sein, noch kann eine Kuh ein Gott sein, noch kann irgendwelche Djinn oder Dämonen ein Gott sein, noch kann dein Nefis ein Gott sein, noch kann irgendwas anderes Gott sein. Nichts von denen kann Gott sein, weil nichts von denen dich sieht, nichts von denen kann dich hören, wenn du in der Not bist. Keiner von denen kann ein Gott sein auf der Erde. Sie sind nur Dinge, die sie anstatt Allah anbeten. Ich möchte euch einmal erklären, wie der Mensch eigentlich sieht. Der Mensch zum Beispiel, sein Sehen, der glaubt dir immer, er könnte hervorragend sehen. Der Mensch aber, wir wissen, damit er überhaupt sehen kann, muss er sein Sehen eingrenzen. Erstens, er muss eingrenzen. Versuch mal auf alles zu gucken, du wirst gar nichts sehen können. Du musst jedes Mal deinen Blick auf einen Punkt fokussieren. Du musst irgendwo hingucken, das, was du angucken willst, ansonsten kannst du das alles nicht sehen. Du kannst nicht 4 Sachen gleichzeitig angucken, das geht gar nicht. Du kannst gerade nicht 3, guck mal 2 Sachen gleichzeitig an, das geht gar nicht. Ihr müsst euren Blick fokussieren. 1. Zweitens, das Auge eines Menschen sieht nicht zu große oder zu kleine Dinge. Dinge mit einem Mikroskop, die ganz kleinen Dinge, kannst du nicht sehen mit deinem Auge. Dinge, die gigantisch groß sind, kannst du mit deinem Auge auch nicht erfassen. Allahu Alam, wer weiß, was gerade zwischen mir und zwischen euch gewaltiges Groß ist, aber wir sehen es nicht. Wer sagt denn, dass zwischen mir und euch jetzt gerade diese Distanz, die so aussieht wie Luft und Leere ist, eine Leere ist? Vielleicht ist das sowas Gigantisches, Großes, dass wir es mit unseren Augen gar nicht sehen können. Das Auge kann zu kleine und zu große Dinge nicht erfassen. Es muss eine bestimmte Größe haben, von bis. Drittens, ein Auge sieht nicht
100%, also voll. Es hat eine Kapazität. Deswegen benutzen Menschen Brillen, damit sie die Kapazität des Augen verbessern können. Aber nicht jeder Mensch sieht gleich. Also hat das Auge eine bestimmte Kapazität und ist nie voll ausgereift. Das gibt es gar nicht. Manche Leute sehen 100%, manche 200%, aber sie hat trotzdem eine Kapazität. Sie geht weiter nach oben, aber kann auch weiter nach unten gehen. Wer weiß, bis wohin das geht, aber die Menschen kommen nicht weiter mit dem Sehen. Bis 300% ist das Maximalste, glaube ich, was man sehen kann. 400% ist das Maximalste, was ein Mensch, sehr besonderer Mensch, eine von Milliarden oder ganz wenige Leute sehen das, 400%. Aber vielleicht geht auch 500, 600. Das Auge hat Kapazität. Viertens, das Auge sieht nicht Dinge, die zu nah oder zu weit weg sind. Wenn ihr mal rausguckt, die Dinge, die zu weit weg sind, erkennt ihr nicht. Und Dinge, die zu nah sind, seht ihr auch nicht. Ihr seht ja nicht euer Inneres zum Beispiel, das was ganz nah an euch ist. Ihr seht das hier gerade nicht zum Beispiel. Dinge, die zu nah sind, könnt ihr auch nicht sehen. Fünftens, das Auge sieht nur begrenzt. Es sieht nicht durch Dinge hindurch. Du siehst nur die Oberfläche, die Rückseite und das Innere sieht das menschliche Auge auch nicht. Das menschliche Auge ist also völlig eingeschränkt. Aber wenn all diese Dinge passieren, eine mittlere Größe, nicht zu weit, nicht zu nah, eine Kapazität hast du, es ist nicht groß, nicht klein, genauso mittel. Reicht das dann aus, dass der Mensch sehen kann? Immer noch nicht. Zwischen dem Sehenden und dem Gesehenen darf keine Gardine sein. Das Auge, das beste Auge, bringt gar nichts, wenn kein Licht da ist. Ohne Licht bringt dein bestes Auge gar nichts bei einem Menschen. Jetzt hast du das beste Auge, ohne ein Hirn bringt dein Auge auch nichts. Sehen entsteht nicht hier. Das Sehen ist im Gehirn. Die Kodierung, dieses Umwandeln ist alles im Gehirn. Also das Auge saugt das nur auf, aber das Sehen entsteht im Hirn. Also wenn du kein Gehirn hast, dann bringt dein Sehen auch gar nichts mehr. Wenn all die Sachen zutreffen, aber dein Gehirn gibt es nicht, trifft es nicht. Mal angenommen, alles ist vorhanden, du hast ein Gehirn, du siehst alles, perfekt. Dann muss Allah sein Idrak da sein. Dann muss Allah sein Nur da sein, dass du Dinge verstehen kannst. Weil das Tier sieht auch, aber das Tier hat keine Meinung. Frag mal der Kuh nach seiner Meinung, ob der eine andere Meinung hat wie der andere. Gibt's nicht. Die haben keine Meinung. Die sehen, die wandeln das nicht in Hikmet, in Irfan, in Tasawwuf, die wandeln sowas nicht um. Das gibt's gar nicht bei denen. Eine Weiterleitung, eine Verarbeitung. Die sehen, nehmen es auf, bumm, das war's. Der Mensch ist halt nun mal nicht so. Dieser Mensch, der so stark eingeschränkt sieht, der an so vielen Sachen gebunden ist, mal angenommen, das Auge tipptopp, alles passt, das Hirn passt, aber sein Herz bleibt stehen. Dann bringt das ja auch wiederum nichts mehr. Der Mensch und sein Sehen ist an so vielen Dingen gebunden, an so vielen Bedingungen gebunden. Jetzt kommt genau dieser Mensch und sagt, ich glaube nicht an das, was ich nicht mit meinem eigenen Auge sehe. Oh, was glaubt der Mensch, was er ist? Was glaubt der Mensch, was er ist? Subhanallah. Der kommt mit so einer Arroganz und sagt, ich glaube nicht an das, was ich sehe. Die Atheisten. Junge, es gibt Lebewesen auf der Welt, die sehen 10-mal besser wie du. Falken, Adler, die können das 6-fache zoomen, die sehen aus Kilometer weit ein Hasen. Es gibt Lebewesen, die sehen in der Nacht genauso hell, wie sie am Tag sehen. Es gibt Tiere, Libellen, die haben 30.000 Augen. Eine Libelle hat 30.000 Augen, haben so viele Augen. Es gibt Tiere, die sehen 360 Grad. Oh, jetzt kommst du mit deinen primitiven ganzen Bedingungen und dann kommst du und sagst, ich glaube nicht an das, was ich nicht sehe mit meinem Auge. Allahu Akbar. Genau deswegen, weil du Allah nicht sehen kannst, ist das der Delil, dass Allah ein Gott ist. Das ist genau, Jesus hat man gesehen, ihre Götter hat man gesehen, ihre Kühe hat man gesehen, man hat alles gesehen. Allah kannst du aber nicht sehen. Und genau das ist der Delil, dass Allah der wahrhaftige Ilah und Al-Haq ist. Genau das, so ein Gott kann dieses Auge, was an so vielen Bedingungen gebunden ist, wenn nicht mal das Licht da siehst du nicht, kann ein Gott wie Allah, den einzig wahren Gott, gar nicht erfassen. Allah sagt im Koran, La tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwa latiful khabir. Das Sehvermögen erfasst ihn nicht, doch er erfasst das Sehvermögen, sagt Allah. Ja, eure Augen können Allah nicht umfassen. Allah umfasst euer Sehen und er ist der Allgütige, der Allkundige. Als Musa a.s. zu Allah bei dem ersten Wahi sagt, Ja Rabbi, erini anzur ilayk, o mein Herr, zeig dich mir, damit ich auf dich gucken kann. Was antwortet Allah?
Qala lan tarani, du wirst mich niemals sehen. Len, auf gar keinen Fall wird es eine Möglichkeit geben, dass du mich siehst. Walakin inzuru ila al-jabali, fa in istaqarra makanahu, fasawfa tarani. Aber guck auf den Berg. Wenn der Berg genauso stehen bleibt, dann wirst du mich sehen. Und als Allah sich den Berg Tajalli geöffnet hat, ist der Berg explodiert zu Staub geworden und Musa a.s. ist bewusstlos geworden. Jetzt kommt der Mensch, den Allah subhanahu wa ta'ala, der vorher nichts gesehen hat, wo Allah sagt, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter hervorgebracht, ohne dass ihr etwas wusstet. Ihr wusstet nichts. Er gab euch eure Ohren, eure Augen und euer Herz. Warum gab er euch das? Auf dass ihr dankbar sein möget. Wenn ihr heute sehen könnt, statt zu sagen, ich glaube nicht an das, was ich nicht sehe mit meinem Auge, primitiv, sollst du lieber dankbar sein, dass du überhaupt sehen kannst. Wie häufig haben wir Allah subhanahu wa ta'ala gedankt dafür, dass wir sehen können, dass wir einfach Dinge beobachten und sehen können. Dies ist eine Gabe Allahs. Aber Allah sagt im Koran, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Aber ganz wenige meiner Diener sind nun mal sehr dankbar. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Gewiss, wir erschufen den Menschen aus einem vermischten Nutfa, um ihn zu prüfen. Dann machten wir ihn hören und sehen. Man kann Allah nicht sehen, das ist richtig. Aber eins kann man sehen, und zwar die Zeichen Allahs. All diese Dinge, die um uns herum sind, sind Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala, sind Zeichen von Allah. Und diese müssen wir sehen. Aber jetzt gibt es ein Problem. Ein Mensch schaut auf diese Verse Allahs und er ist erstaunt darüber, was Allah erschaffen hat. Der andere guckt drauf, genau wie du, dasselbe Sehvermögen. Er sieht, er hat ein Hirn, er hat ein Herz, die Umstände passen. Der eine läuft einfach dran vorbei, nicht einmal, und der andere kann darüber jahrelang nachdenken. Beide sehen die Dinge, aber es gibt zwei unterschiedliche Wahrnehmungen. Also gibt es ja ein Problem. Jetzt gibt es manche Leute, die sagen zum Beispiel, all diese Wunder gibt es. Ja, Allah, zeig mir doch mal ein Wunder. Oh Allah, zeig mal bitte einmal, wo in eine Tomate, die man aufschneidet, Allah drin steht. So ein besonderes Wunder will ich haben. Oh Allah, ich will sehen, wie ein Mensch zum Beispiel in der Luft schweben kann. Das fasziniert mich. Was bringt das, wenn ein Fisch klettern kann und eine Ameise schwimmen kann? Was bringt das? Was bringt es denn? Guck mal, geht man nach Indien, auf den Bergen, wo diese ganzen Gurus darum sitzen. Diese Gurus schweben in der Luft. Diese Gurus werden euch Dinge zeigen, die sind unmenschlich. Die zeigen euch ganz komische Dinge. Okay? Das ist gar kein Problem. Die können über Wasser laufen. Sowas gibt es. Sowas gibt es. Die können da wirklich über Wasser laufen. Was bringt das jetzt? Würdest du jetzt zum Hinduismus wechseln? Was bringt das? Ich verstehe das nicht. Die Menschen sagen mal, oh Allah, zeig mir ein Zeichen. Aber sie sehen nicht 1000 Zeichen Allahs und wollen von Allah ein Zeichen wie, keine Ahnung, irgendwas aufgeht, in einer Wolke irgendwas steht und nur dann sagen sie, Subhanallah, guck mal, was da drin steht. Allahu Akbar, du guckst hier drauf und sagst nichts, aber willst ein besonderes Zeichen. Das ist von Shaitan. Das ist von Shaitan. Wenn du bei diesen ganzen Sachen nicht Shukur machst und nicht nachdenkst, willst ein besonderes Zeichen haben, dann bist du ein undankbarer Mensch und Allah hat dich eigentlich blind gemacht. Das ist von Shaitan. Jetzt habe ich ja gesagt, der eine Mensch sieht, der andere Mensch sieht nicht. Genau dazu kommen wir, und zwar das Herz. Eine Reflexion Allahs, sein Name Al-Basir, ist die Reflexion auf das Herz eines Gläubigen, ist Basiret. Basiret ist das Sehen des Herzens. Denkt ja nicht, eure Augen sehen alles und steuern alles. Nein, eure Augen, genau wie ihr zwei Augen an eurem Kopf habt, hat euer Herz genauso Augen. Und das Ding ist, wir wissen ja immer, wenn zum Beispiel eine Sache, die verborgen ist, ist immer stärker wie eine Sache, die sichtbar ist. Zum Beispiel das Jenseits ist verborgen, es ist viel wichtiger, stärker als das Dunya. Ja? Zum Beispiel 5 Kilo Biowaffe, 5 Kilo von einer Bombe, ja? Aber die Energie dahinter ist über tonnenweise, kilometerweit die Explosion. Also die Energie ist stärker als die Masse selbst. Das, was du sehen kannst, ist die Masse, die Energie siehst du aber nicht. Die Energie ist stärker.
Zum Beispiel an der Leitung, Kabel, Elektrizität. Eine Leitung, die könnt ihr anfassen, ein Kabel, ja, eine Sache. Aber die Elektrizität, die da durchfließt, kann euch töten, ist stärker. Alle Dinge, die verborgen sind, sind immer stärker wie das Sichtbare. Körper ist sichtbar, deine Seele ist nicht sichtbar. Deine Seele ist stärker. Und genauso ist das Auge. Eure Augen, das sind die öffentlichen Augen, und dann gibt es die Augen des Herzens. Allah sagt im Heiligen Koran, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورِ. Ganz gewiss, es sind nicht eure Augen, die blind werden. Es ist nicht das Auge, was erblindet. Es ist das Herz, was in euren Brüsten trägt, was blind wird. Allah sagt nicht, blind ist jemand, dessen Auge, das er nicht sieht. Blind ist derjenige, dessen Basiret, dessen Herz blind geworden ist. Und genau ist dies Auge dafür gedacht, das Sichtbare zu sehen, und das Herzensauge ist da, die Dinge zu sehen, die nicht sichtbar sind. Mal angenommen, ihr plant morgen ein Geschäft zu machen, ihr wisst nicht, ist es gut oder nicht gut, dies ist mit Basiret verbunden. Es ist euer Herzensauge, was sieht. Ihr seht einen Menschen, ihr seht nur vom Optischen, aber ihr wisst nicht, ist er gut oder schlecht, es ist das Basiret, was sieht. Eine Tat, die man als eine Umma, wir wollen jetzt einen nächsten Schritt planen, was sollen wir machen, als Emir, als Jamaat, wenn wir irgendwas bewegen, dann sagt man mal, Faraset und Basiret ist sehr wichtig. Weitsicht, klare Sicht, die Beweise hier drin haben. Das Herz, genau wie du siehst und sagst, da ist eine Gefahr, gibt es das Herz, das sagt, wenn du diesen Schritt machst, gibt es Gefahren. Warum? Du siehst mit dem Herzen, das kann dein Auge doch gar nicht sehen. Wenn ich das morgen mache, dann passiert das. Was hat das denn mit deinem Auge zu tun? Aber dein Herz sieht die Dinge, die verborgen sind. Die Dinge, die man machen will und noch nicht angetroffen sind. Dinge, woraus man lernt. Das sind Dinge, die alle hier im Herzen entstehen. Wie kann man denn dazu führen, dass das Herz Basiret, dass man Basiret kriegt, dass man mit dem Herzen schaut, dass man scharfsinnig schaut, ganz scharf, fundamental, bewusst, scharfsinnig, gezielt schaut? Wie geht das? Das erste ist, einmal den Iman darauf zu machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala al-Basir ist. Du willst sehen, wisse, dass Allah al-Basir ist. Wenn du verinnerlichst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich in allen Situationen sieht, dass Allah dich sieht immer wieder und dies ins Zentrum deines Lebens stellst, in deinem Leben immer wieder, egal was du machst, Allah sieht mich. Dann wirst du was machen? Du wirst dich so verhalten, um das Wohlgefallen Allahs zu kriegen. Dies führt wiederum dazu, dass du Taqwa kriegst, Gottesfurcht, Taqwa. Und dies führt wiederum dazu, dass du das Gute vom Schlechten trennen kannst. Haq von Batil trennen kannst. Allah sagt in Surah Furqan, in Surah 8, Vers 29, Ja ayyuhallazina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu zul fadlil azim. O ihr Gläubigen, die den Iman verinnerlicht haben, wenn ihr Allah gegenüber Taqwa gemäß handelt, gewährt er euch Unterscheidungsvermögen. Er tilgt euch eure Fehler und eure schlechten Taten und vergibt euch. Und Allah ist von unermesslicher Gunst. Yani, wenn ihr Taqwa handelt, dann wird Allah euch die Unterscheidung geben. Ihr werdet mit eurem Basiret, mit eurem Herzen erkennen, was richtig, was falsch ist. Das, wo die anderen es nicht erkennen. Ein Jahil zum Beispiel erkennt eine Fitna erst, wenn die da ist. Ein Alim erkennt die Fitna, wenn die schon längst im Anmarsch ist. Wenn die im Anmarsch ist, erkennt der Gelehrte, das ist eine Fitna. Der Jahil weiß erst, dass es eine Fitna war, wenn die angetroffen hat und das Ganze zerstört und Chaos entstanden ist. Warum? Weil der Gelehrte hat Taqwa. Allah gibt ihm Faraset, Basiret. Er schaut mit dem Herzen. Sein Auge hat er das nicht kommen sehen, aber sein Herz hat das kommen sehen. Warum? Er hat aus der Geschichte gelernt. Er fürchtet Allah und Allah gibt ihm das Unterscheidungsgrad. Und der zweite Punkt ist, wie kriegt man das hin, dass das Herz eines Menschen sieht? Natürlich ohne Frage ist es den edlen Koran lesen. Der edle Koran ist Basair. Allah erwähnt, dass der Koran Basair, ganz viel Basiret beinhaltet, mehrere Basiret in sich beinhaltet. Jemand, der den Koran liest, hat Basiret. Jemand, der den Koran nicht liest, der ist nicht weitsichtig, niemals. Allah sagt, Haza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dies ist der Koran, ist ein Basiret, ein Einblick gewährendes, ein klares Delil, ein Beweis. Aber was? Basiret fürs Herz, Sicht fürs Herz von eurem Herrn, eine Rechtleitung und eine Gnade für Menschen, die den Iman verinnerlicht haben. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Ganz gewiss ist zu euch
in der Übersetzung heißt sichtbare Beweise, aber das Basiret gekommen, die Delils gekommen, dieser Einblick ist gekommen, diese Einsicht ist von Allah gekommen. Was damit gemeint? Der Koran ist damit gemeint. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَافِظِينَ. Wer nunmehr, wenn einer also sieht, so ist es zu seinem eigenen Besten. Und wenn einer blind wird, so ist es zu seinem eigenen Schaden. Und ich bin nicht ein Wächter über euch. Was damit gemeint? Wenn ihr seht, ist das ein Vorteil zum Besten. Wenn ihr nicht seht, ist das zum Schlechten für euch selber schuld, sagt Allah hier. Aber was damit gemeint? Das Auge? Meint Allah das Auge eines Menschen? Wenn du sehen kannst, hast du Glück gehabt. Wenn du nicht sehen kannst, selber schuld. Es geht nicht darum. Es geht hier ums Herz. Derjenige, der den Koran nimmt und versucht, den Koran in sein Leben einzuführen, den Koran dauerhaft zu lesen, aus der Geschichte zu lernen, mit dem Koran Amal machen, mit dem Koran sprechen, auf den Koran seine Delils aufbauen, nach dem Koran all seine Hukum geben, seine Gesetze geben, nach dem Koran sich richten lassen, dann entsteht Basirat. Dies kann als ein Mensch oder als ein Staat funktionieren. Der Prophet a.s. sagt in einem Hadith, der wird bei Tirmizi überliefert, ittaqu farasat al-mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Fürchtet den Blick, die Intuition eines Gläubigen. Man sagt Intuition, dieses Gefühl, ich habe ein komisches Gefühl, mein Gefühl sagt das ist eigentlich das Auge des Herzens eines Muslims, eines Gläubigen. Warum? Er schaut, yanzuru bi nurillah, er schaut mit dem Nur Allahs. Was ist mit dem Nur Allah gemeint? Einmal Allah ist Nur, das Nur Allah selbst, das geht nicht. Weil der Prophet sagt in einem anderen Hadith, Allah, sein Hijab zwischen den Menschen, das Perde, die Gardine, ist das Nur von Allah. Wenn das Nur aufgehoben wird Allah ist so noch heller als das Nur, wenn das Nur aufgehoben wird, dann wird alles zu Asche werden und zu Staub werden. Also was damit gemeint? Der Koran. Der Koran. Der Gläubige schaut mit dem Binurillah, mit dem Nur Allahs, mit dem Koran, mit dem Buch Allahs. Denn قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Bereits kam doch zu euch von Allah ein Licht und eine deutliche Schrift. Jeder Vers Allahs im Edlen Koran ist die Reflexion von Allah, sein Name An-Nur. Jeder Vers, jeder einzelne Vers ist die Reflexion Allahs An-Nur. Jemand, der sich aber abwendet von dem Koran, der nicht den Koran liest und nicht versucht, sich danach zu richten, danach lebt, dieser Mensch ist ganz gewiss blind. Allah sagt, ich habe hier vorhin gelesen, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Es sind nicht eure Augen, die blind werden, es ist euer Herz. Nicht der Mensch, der nicht sieht, ist blind, sondern derjenige, dessen Herz geschlossen ist. Nicht derjenige ist taub, der nichts hört, sondern derjenige, der die Wahrheit nicht mehr hört, der ist taub, sagt Allah. Allah gibt uns hier Einsichten. Oh, ihr mein Diener, guckt richtig auf die Dinge. Nicht jemand ist benachteiligt, der blind ist. Nein, ein Blinder kann, aber sein Herz ist so offen. Der ist nicht benachteiligt. Derjenige hat verloren, dessen Herz zu ist. Und dann gibt es manche Leute natürlich, die erkennen überall die Lücken. Wo kann man Geld machen? Wo kann ich hingehen? Was kann ich kaufen? Er kennt jede Lücke, jedes Schnäppchen. Man würde denken, das ist sein drittes Basiret. Irgendwo, sein Neffi ist sein Basiret. Alles erkennt er. Aber wenn es um seine eigene Rettung jenseits geht, ist der Mensch leider dann doch wohl sehr blind. Allah sagt, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ السَّبِيلِ. Wer aber blind in dieser Welt ist, der wird auch im Jenseits blind sein und noch weiter vom Weg abgeirrt sein. Deswegen sagt Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Und derjenige, der sich von meiner Ermahnung abwendet, wird ein Leben im Drangsal, ein Leben in Bedrängnis führen und am Tag der Auferstehung wird er von uns als ein Blinden auferweckt werden. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا. Oh Allah, wird er sagen, warum hast du mich blind erschaffen? Ich war doch sehend auf der Welt, ich erinnere mich, ich war auf der Dunya, ich habe Dinge gesehen. Warum hast du mich jetzt gerade blind im Jenseits erschaffen? قَالَ كَذَلِكَ. Dies ist so. أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Weil du unsere Verse auf dieser Dunya missachtet hast, so werden wir dich heute missachten. Derjenige, der den Koran
missachtet, der ist blind und der wird im Jenseits als ein Blinden auferweckt werden. Dies zu dem Basiret des Herzens. Ein weiterer Punkt, Allahs Al-Basir ist, wenn du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Basir ist, dich sieht und dies verinnerlicht, steigt dein Vertrauen zu Allah. Genau wie ein Kind, zum Beispiel ein Baby, hier gibt es ja neugeborene Kinder, wenn ein Kind immer wieder auf seine Mutter schaut, dann ist er beruhigt. Warum? Er weiß, seine Mutter ist da, seine Mutter beschützt ihn, gibt ihm, was er braucht, wenn was ist sie da. Warum? Sie weiß, er ist da. Er vertraut darauf. Aber sobald er seine Mutter oder seinen Vater nicht mehr sieht, fängt das Kind häufig an zu weinen. Wenn der Mensch weiß, dass Allah ihn sieht, dann wird er viel stärker auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Viel stärker. Vor allem wird seine Angst weggenommen. Mutige Menschen gibt es nicht mehr viele. Es gibt sehr wenige mutige Menschen. Die meisten Menschen haben Angst. Angst, in Gefängnis zu kommen, Angst, um seinen Besitz zu verlieren, Angst, um das, was er aufgebaut hat, zu verlieren, Angst, seine Familie Problematiken zu kriegen. Die Menschen heutzutage leben in Angst. Warum? Würden sie aber wissen, dass Allah Al-Basir ist, dass Allah sie sieht in jeder Situation, in allem, was passiert und dass Allah As-Sami ist, dabei danach deine Duas erhört und diese akzeptiert, so ist der Mensch viel gelassener. Guck mal, als Musa und Harun zu Pharaon gehen sollen und zu ihm Dawa machen sollen, sagen Musa und Harun zu Allah, Rabbana innana nakhafu an yafratu alayna aw an yatgha. Sie sagten, beide sagten, wir fürchten, wir haben Angst ein bisschen vor Pharaon. Er könnte sich an uns vergreifen oder das Ausmaß an Gewalt übersteigen. Ja, natürlich, du gehst zu einem Tarut, der größte Jabarut, der, weil er einen Traum gesehen hat, dass seine Macht in Gefahr war, alle neugeborenen Kinder getötet hat. So ein Tarut ist das gewesen. Du sollst hingehen, Dawa machen. Und die sagen, oh Allah, wir haben Angst, dass er einfach uns tötet, wenn er übertreibt. Was sagt Allah zu ihnen? La takhafa, fürchtet euch beide nicht. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Ich bin ganz gewiss mit euch, ich höre und ich sehe. Und da sind sie losgegangen. Warum? Diese Angst wurde genommen mit was? Allah ist mit uns, er sieht gerade meine Situation. Meinst du, dein Freund wird nicht einschreiten, wenn dir was Schlimmes passiert, wenn du irgendwo bist? Allah, der Wahrhaftige, dein Gott, meinst du, er wird nicht einschreiten, wenn dir was passiert? Allah ist Al-Basir, Allah sieht mich, er sieht meine Situation. Meinst du, er würde mich einfach so im Stich lassen? Nein, so ist es nicht. Deswegen ist es für den Muslim eine Pflicht, ich betone eine Pflicht, auf Allah zu vertrauen. Jemand, der nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, der wird auf Tawarit vertrauen. Er wird auf andere Dinge vertrauen, immer mehr und sich den Sachen hingeben. Entweder vertraust du Allah oder du vertraust einer Frau, dein Kind, dein Besitz, dein Geld, irgendwas anderem. Wenn du aber Allah vertraust, so ist dieses Vertrauen das Beste. Allah sagt, وَاسْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Und gedenke den Namen deines Herrn und wende dich mit vollem und ganzem Herzen ihn zu. Rabbul Mashriqi wal Maghribi la ilaha illa fattakhiz wakila. Der Herr des Osten und des Westens, außerdem es keinen Gott gibt, und ganz gewiss nimmt euch ihn als Beschützer. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, und ertrage alles auf die schönste Art und Weise in Geduld. Das kannst du aber nur machen, wenn du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala allsehend ist. Du kannst nur sagen, Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal Mawla wa ni'mal Nasir. Du kannst das nur sagen, wenn du weißt, dass Allah Al-Basir ist. Deswegen sind diese Unterrichte wichtig. Du lernst ja deinen Gott kennen, deinen Allah kennen. Und so machst du Iman. Vertrauen, Liebe, Furcht, Hoffnung. Diese Dinge kannst du ja nur aufbauen, wenn du Allah kennst. Wenn du jetzt heute hier rausgehst und verinnerlichst die ganze Zeit, Allah sieht mich, Allah sieht mich, Allah sieht mich, und das den ganzen, egal was du machst, dies verinnerlichst, wirst du merken, wie dein Vertrauen zu Allah stärker wird. Wie du gesicherter, viel mutiger, viel stärker Dawa machst, viel stärker dich traust, einen Schritt zu machen, weil du hast keine Angst mehr. Du machst den Schritt ganz anders. Ich möchte zu einem weiteren Punkt kommen, und zwar der Name Al-Basir Allahs führt nicht nur den Gläubigen dazu, auf Allah zu vertrauen, sondern macht ihn auch Tarbiyah in Bezug auf Khashiyat. Jeder von uns kann Allah fürchten, wenn wir gerade zusammensitzen.
Aber die Frage ist eigentlich, und das Wichtigste ist, wer fürchtet Allah, wenn kein Auge mehr da ist und wenn niemand mehr da ist und wenn es dunkel ist? Guck mal, der Koran ist nicht ein Buch, der jeden erfreut, der jeden sein Iman stärkt. Es gibt manche Leute, die lesen den Koran, der Hass und der Unglaube von ihnen steigt. Die hassen den Koran noch mehr. Dann gibt es manche Menschen, die lesen den Koran, fallen auf die Knie und fangen an zu weinen. Warum ist das so? Weil der eine fürchtet Allah, wenn er ganz alleine ist. Allah sagt im edlen Koran, إِنَّمَا تُنْزِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. Du kannst nur diejenigen, guck mal, nur alleine diejenigen warnen, die ihren Herrn im Geheimen fürchten und das Gebet verrichten, sagt Allah. إِنَّمَا تُنْزِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِّيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. Du kannst nur denjenigen warnen, in Surah Yasin sagt Allah, du kannst nur denjenigen warnen, der die Ermahnung befolgt und den Ar-Rahman, den Alabama, den Gnädigen im Verborgenen fürchtet. Hier geht es um das Verborgene, im Raib. Raib ist, wenn niemand da ist, Allah zu fürchten. Auch wenn du Allah nicht siehst, auch wenn keiner mehr da ist, im Raib, kein Auge, niemand, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten. Dann öffnet sich erst der Koran. Man sagt doch, dieses Buch, der Koran, wenn auf einen Berg herabgesandt werden würde dieser Berg zu Staub werden. Was ist das für ein Buch? Aber wenn ich den lese, naja, sage ich, ja, gut. Machen wir mal zu jetzt gleich, nochmal eine Seite lesen und dann Feierabend. So ist das nicht. Das ist nicht so. Warum fühlen wir nichts? Die Herzen, auf die sie geprallt hat, haben gebebt, haben die Menschen verändert. Sie haben Dinge getan, die unvorstellbar waren. Mit Schiffen über Berge geschleppt, Meere überquert, Kontinente weit gelaufen. Wie ging das? Wie ging das? Warum macht der Koran heute nichts mit uns? Nicht mal eine einzige Tat können wir ändern. Nicht mal eine Tat. Wir können jetzt 600 Seiten Koran lesen. Ich wette, dass die Menschen, die auch zuhören, egal wo, dass wenn wir hier rausgehen, ganz genau wir so weitermachen, nicht eine einzige Veränderung an uns geben wird. Wie geht das? Das, weil wir Allah nicht im Verborgenen fürchten. Geh mal einmal nach Hause, wenn du abends bist, alleine, wirf dich mal Allah gegenüber nieder zu Allah, mach mal Dua, Zikr, ganz alleine, fürchte Allah einfach. Mach das mal und dann lies mal eine Seite Koran. Du wirst in Tränen ausbrechen. Das ist der Punkt. Nicht hier in Toplum, in Menschenmengen. Alleine geht es darum. Sücht, Taqwa, Tasawuf entsteht in den Kerkern, wo nichts und niemand ist, in dunklen Ecken, in Höhlen. Warum? Weil dort niemand ist. Keiner denkt da an dich. Da sollst du Allah näher kommen. Das sind die Menschen, die Einsicht bekommen. Die den Koran, wenn sie lesen, alles sich öffnet. Das ist der Punkt. Das sind diejenigen, die ins Paradies kommen. Allah sagt, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Und das Paradies wird den Gottesfürchtigen nahegerückt. Und es ist nicht länger fern. Es ist nicht mehr weit entfernt. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. Dies ist, was jedem von euch versprochen wurde, der reumütig war und sich in Acht genommen hat. مَنْ خَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. Derjenige, der den Gnädigen, der den Ar-Rahman im Geheimen gefürchtet hat und mit einem reuigen Herz zu ihm gekommen ist. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Derjenige, der Allah im Verborgenen fürchtet, für den gibt es Vergebung und einen großen Lohn. Einen großen Lohn gibt es für ihn und viel Vergebung, wenn du Allah alleine fürchtest. Der Prophet, es gibt, um eine Sache zu kommen, es gibt manche Menschen, wenn sie alleine sind, da kommt der Shaitan, macht Weswesse. Und die fangen alleine schlechte Dinge zu machen. Allah sagt aber im edlen Koran, أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ. Glaubt der Mensch denn, er wurde dabei nicht gesehen? Oder أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. Weiß denn der Mensch nicht, dass Allah ihn sieht? Egal was ihr macht, denkt immer dran, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. Weiß er denn nicht, dass Allah ihn sieht? Was machst du denn da? Wenn du alleine bist, machst du das. Guck mal, es gab in Medina ein Geschehnis von Bani Ubayrik. Sie haben was geklaut. Als dann die Sache eng wurde und es rauskam, dass sie geklaut haben, haben sie sich zusammengesetzt. Kurz mal gefasst,
haben die sich zusammengesetzt und einen Plan geschmiedet. Ey, wir machen das so, wir nehmen diesen, was wir geklaut haben, machen eine Spur zu einem Gariban, zu einem Juden nach Hause, haben richtig Pläne geschmiedet, sitzen da, machen Pläne, wie können wir denn entkommen, weil nicht, dass die Leute wissen, dass wir geklaut haben. Wir machen die Spur zu einem Juden, weil das ein Jude ist. Wenn das rauskommt, dann werden wir sagen, er ist ein Jude, wir sind Moslem, dann wird die Strafe ihm geben. Die haben richtig Pläne gemacht, sitzen da. Und da kam dieser Vers zum Gesandten Allahs, وَلَا تَكُنْ لِخَائِنِينَ خَصِيمًا, sei nicht der Beschützer, der Verräter, O Muhammad. Genau diese Leute sitzen und machen dieses Ijma, also reden darüber, Ijtima, wie können wir das machen? Und da sagt Allah folgende Verse, sendet herab und sagt, يَسْتَخْفُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Sie möchten es vor den Menschen verbergen, doch vor Allah können sie es gar nicht verbergen. Allah war doch mit ihnen, als sie das geplant haben. Sie versuchen es vor den Menschen zu vertuschen. Was glaubt ihr denn? Allah hat das doch gesehen. Und er war doch sogar mit euch, als ihr das alles geplant habt. Was glaubt ihr euch eigentlich? Aber das ist Munafiq. Das sind die Eigenschaften der Munafiq. Denn die Munafiqun sind nämlich so. Sie sind in der Toplum sehr Gott ergeben, aber wenn sie danach alleine sind, lehnen sie sich Allah gegenüber auf und alle Taten werden zunichte gehen. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْصُورًا. Alle Taten, und Allah wird sich alle ihre Taten zuwenden und alle ihre Taten werden zunichte gehen. Warum? Weil sie alles zur Augendienerei gemacht haben. Deswegen muss man sich ja kontrollieren. Wenn ihr alleine seid und Allah nicht fürchtet, Allah nicht preist und lobt, dann müsst ihr euch fragen, habe ich Riya, habe ich Nifaq in meinem Herzen? Weil Allah wird فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْصُورًا, alle seine Taten kaputt machen. Der Prophet sagt in einer Überlieferung bei Ibn Majah, es wird im Jenseits eine Gruppe kommen, ich werde diese Leute nicht annehmen, erkennen. Diese werden mit einem Handlung, mit so vielen Taten kommen wie der Berg Tiham. Das ist ein Berg, ein riesen Felsberg, voller guten Taten werden sie kommen, aber Allah wird alles zu Staub und nichtig machen. Sauban hört das und sagt, ja Rasulallah, wer sind diese Leute? Berichte uns, nicht, dass wir auch von diesen Leuten sind. Der Gesandte Allah sagt, es sind eure Brüder, sie sind von euch. So wie ihr betet, beten sie mit euch. So wie ihr das Nachtgebet verrichtet, machen sie auch das Nachtgebet. So wie ihr das Witr macht, machen sie das Witr. Aber ein Unterschied, wenn sie alleine sind, wenn sie mit den Menschen sind, dann machen sie ihre Gebete, machen alles mit dabei. Aber sobald sie alleine sind, missachten sie die Grenzen Allahs. All ihre Taten werden zunichte gehen. In der Geschichte in Medina von Umar ibn Khattab, als er Kalif war, Umar ibn Khattab geht jede Nacht raus, jede Nacht, um zu gucken, gibt es irgendwo arme Menschen. Er läuft und Umar ibn Khattab führt ein neues Gesetz ein. Man darf die Milch nicht mehr verdünnen mit Wasser. Nicht mehr verdünnen mit Wasser. Ist verboten. Er läuft nachts rum, er hört, wie eine Mutter zu einer Tochter sagt, meine Tochter, bring das Wasser, wir verdünnen die Milch. Umar ibn Khattab hört das, während er vorbeiläuft. Und die Tochter sagt, oh Mama, hast du nicht mitbekommen, dass Umar verboten hat, das Milch mit Wasser zu verdünnen? Und sie sagt, Umar ist aber nicht hier, keiner sieht uns gerade. Und sie sagt, oh Mutter, Wallahi, ich bin keiner von den Menschen, die in der Öffentlichkeit Umar Itaat machen und wenn niemand da ist, Umar Isyan machen. Auch wenn keiner hier ist, Allah subhanahu wa ta'ala sieht mich. Als Umar ibn Khattab das hört, geht er weg. Am nächsten Tag schickt er jemanden und sagt, guck mal, wer diese Familie ist. Er geht hin und sagt, dies ist eine verwitwete Frau mit einer Tochter, die nicht verheiratet ist. Umar ibn Khattab steht auf und sagt zu seinen Söhnen, wer will heiraten? So eine Braut braucht man in seiner Familie. So eine Gelin braucht man in seiner Familie. Das ist eine Frau. So eine Frau brauchst du, die im Verborgenen Allah fürchtet. Und der Sohn Asim, der Jüngste, sagt, Papa, ja Omar, Vater, ich möchte heiraten. Sie heiraten miteinander. Wisst ihr, welches Kind von denen entsteht? Umar ibn Abdulaziz. Allahu Akbar. Der emewitische Sultan, der fünfte, eins der beste emewitische Sultan, man sagt sogar der fünfte Kalif, Rashid Kalif, weil der so ein aufrichtiger Mensch gewesen war, kommt von so einer Familie. Was erwartet ihr? Von sowas kommt sowas. Ich gebe euch ein weiteres Beispiel. Ihr kennt alle Mubarak.
Mubarak war ein Sklave gewesen. Sein Herr, sein Besitzer hat zu ihm gesagt, geh auf dieses Feld und züchte meine Weintrauben, meine Früchte. Ich komme dann und werde dich dafür bezahlen für den Preis. Er geht. 4 Monate später, er kommt. Da sagt er, gib mir mal ein paar Früchte, die geworden sind. Mubarak kommt, gibt ihn, er isst, er sagt, das ist nicht geworden, hol mir einen, der geworden ist. Er geht, macht nochmal einen ab, gibt ihn, er isst, er sagt, verstehst du mich nicht? Du sollst mir Früchte bringen, nicht nur von außen, sondern die von innen geworden sind. Er geht und bringt nochmal, er sagt, du willst mit mir spielen, sagt er. Daraufhin sagt er, ey, er sagt zu ihm, oh mein Herr, pass auf, also mein Halter, Wallahi, bei Allah, derjenige, der alles im Himmel und auf Erden sieht, ich habe von deinen Früchten nicht einen einzigen gegessen, seitdem ich hier bin. Du hast zu mir gesagt, geh und züchte für dies und das Geld, aber du hast nicht zu mir gesagt, ich darf davon essen. Ich habe nicht einen einzigen davon gegessen. Allah, der Allsehende, ist mein Zeuge. Der Mann ist schockiert und schämt sich. Er denkt sich, jeder hätte doch Früchte, er hat da zig Früchte. Meinst du, er hat nicht einfach einmal reingebissen, wo er hungrig war. Er hat nicht einen einzigen genommen, weil er durfte es nicht. Er hat gesagt, du hast mir das nicht erlaubt. Daraufhin sagt der Mann zu ihm, ich habe eine Tochter, die angesehenen Männer der Stadt wollen meine Tochter haben. Was meinst du, wen soll ich meine Tochter geben? Mubarak sagt, Wallah, ich weiß nicht, wen du deine Tochter geben willst, aber ich weiß, zur Zeit des Propheten haben die Juden aufgrund von Geld und Schönheit geheiratet. Die Mushrikun haben aufgrund von Familienstamm geheiratet und die Muslime haben aufgrund von ihrem Iman und Akhlaq geheiratet, sagte Mubarak. Daraufhin sagt sein Besitzer zu ihm, du bist frei, ich mache dich Asad, du bist ein Frei, heirate mit meiner Tochter. Wisst ihr, wer dessen Kinder ist? Abdullah bin Mubarak. Der Mann, der in der Hadith, in Sücht, in Tasawwuf, in Taqwa so fortgeschritten war. Ein Vorbild bis heute, Abdullah bin Mubarak. Jeder kennt den Namen. Von so einer Familie kommt nun mal sowas. Ich gebe euch noch ein weiteres Beispiel. Es gibt noch diese typische, das kennt ihr alle, die Frau, wo ein angesehener Mann kommt und wirft ein Auge auf eine Frau von einem Mann, der verheiratet ist. Dann schickt er diesen Mann weg für einen Auftrag weiter weg, ruft die Frau zu sich und sagt zu der Frau, komm rein, du weißt, was ich will, schließ alle Türen ab. Sie schließt alle Türen ab, alle Fenster zugemacht, sagt, du weißt, was ich will. Da sagt die Frau, ja, ich weiß, was du willst. Und dann sagt der Mann, hast du alle Türen zugeschlossen? Die Frau sagt, ja, bis auf eine Tür. Eine Tür, die ich leider nicht schließen konnte, und zwar ist die Tür Allahs. Allah ist allsehend. Egal welche Türen wir schließen, Allah wird uns immer sehen. Der Mann weint, macht Tauba und lässt die Frau gehen. Ein Beispiel gebe ich euch noch von Merced bin Merced. Diese Geschichte fasziniert mich. Sie fasziniert mich jedes Mal wieder. Merced ist ein junger Mann. Er ist Medina, er wird nach Mekka geschickt, um die Leute, die nach Medina Hijrat machen wollen, einzusammeln und nach Medina zu bringen. Okay? Der Prophet schickt ihn los, gezielt. Das ist eine geheime Aufgabe. Er soll nach Mekka die Leute einsammeln und nach Medina bringen. Merced läuft eines Abends und eine Frau ruft von hinten. Oh Merced, bist du's? Guck mal, die Frau hat ihn noch nicht mal gesehen. Anhand seines Laufen erkennt diese Frau Merced. Merced dreht sich um und sagt, ja, ich bin's. Es ist Anaq, seine Geliebte aus der Jahiliya. Die sich geliebt haben, der Jahiliya, die haben sich geliebt. Anhand, guck mal, so sehr gut kannten sich, anhand seines Laufens von Merced, hat diese Frau den Mann erkannt. Sie fangen an zu reden. Und dann sagt die Frau, komm zu mir. Merced sagt nein. Und dann sagt die Frau, bleib heute Abend bei mir, da kannst du ja morgen früh wieder rausgehen. Wo willst du denn sonst bleiben? Komm, dies. Sie versucht ihn anzulocken. Merced sagt nein. Guck mal, die Liebe aus der Jahiliya. Keiner ist da. In der Dunkelheit der Nacht. Niemand, nichts, keiner ist da. In der Dunkelheit der Nacht. Was sagt Merced? Ja Anaq, inna Allah harrama zina. O Anaq, Allah hat Zina haram gemacht. Warum sagt er aber das? Inna Allah harrama zina. Allah hat das Zina haram gemacht. Warum sagt er das?
weil er weiß, Allah sieht ihn. Hätte Merced uns das nicht überliefert, diese Überlieferung, würden wir es gar nicht wissen. Wir würden gar nicht wissen, dass so eine Situation überhaupt entstanden ist. Merced sagt, Inna Allah harrama zina, dreht sich um und läuft weg vor ihr. In einer Dunkelheit der Nacht, wo keiner ihn sieht, erschöpft, die alte Jahiliyyah, die große Liebe, komm, vielleicht mal eine Nacht da bleiben. Ich rede mal zu, damit ihr versteht so. Das sind auch Menschen, das war nicht leicht, aber er wusste, Allah subhanahu wa ta'ala sieht ihn und wollte es nicht riskieren, dass er Allah seine Grenzen überschreitet. Warum? Weil im Verborgenen, wenn man allein ist, Allah seine Grenzen nicht überschreiten sollte. Ich komme zum letzten Punkt, inshallah. Eine Geschichte gibt es noch, die könnt ihr aber in dem Nasir von mir anhören. Da geht es um das Sinna heute, Sinna damals, Nasir, da geht es um Kifl. Immer wenn ich die Geschichte von Kifl erzähle, sagen Leute, du wiederholst die Geschichte häufig. Aber der Prophet a.s. hat selbst die Geschichte von Kifl, die Sahabe sagen, 6-mal, 7-mal immer wieder diese Geschichte wiederholt. Ihr könnt euch die gerne anhören, inshallah. Ich komme zum letzten, und zwar Al-Basir und Ihsan. Der Iman zu Allah hat Stufen. Die Anbetung zu Allah hat Stufen. Ihsan ist eine Stufe des Imans. Als der bekannte Jibril-Hadith, ihr kennt das, Jibril zum Propheten kommt und fragt den Propheten a.s. über den Islam. Der bekannte Jibril hat, was ist Islam? Da sagt der Prophet, Islam ist das, was Iman. Und dann sagt er, dann kommt die Frage, Mal Ihsan, was ist Ihsan? Daraufhin sagt der Prophet, An ta'budullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Ihsan ist, Allah so anzubeten, als ob du Allah sehen würdest. Du betest Allah so an, als würdest du ihn jetzt gerade sehen. Wenn ihr diesen Zustand der Hingabe nicht erreichen könnt, dann müsst ihr bedenken, dass er euch aber sieht. Das ist Ihsan. Ihsan ist Allah so anzubeten, als würde ihn sehen. Zum Beispiel Ihsan im Gebet. Im Gebet der Ihsan ist, dein Gebet langsam zu verrichten. Die Dua, die du aufsagst, darüber nachzudenken. Zikr langsam zu machen. Dich langsam zu bewegen. Das ist Ihsan im Gebet. Das Gebet vollkommen auf die schönste Art zu machen. Was ist zum Beispiel Ihsan beim Fasten? Wenn du einen Abend mit Ihsan machen willst, auf die beste Art, du fastest nicht nur mit der Zunge, du fastest nicht nur mit deinem Magen, sondern mit der Zunge. Du passt auf, was du sagst, du redest weniger, du achtest auf dein Herz, du lässt keine Gedanken kommen, du machst dir nicht Gedanken über Weltliches. Das ist, wenn du ein Fasten mit Ihsan verbringst, auf die beste Art und Weise. Das ist Ihsan. Jetzt gibt es islamische Dawa-Arbeiten und in der Dawa-Arbeit muss ich leider sagen, dass ich auch, der Bruder Furkan macht das hier schon noch länger wie ich, also der ist ja über 20 Jahre, bei mir sind es vielleicht mal gerade mal 15 Jahre. In der Dawa habe ich so selten, wohl kaum Menschen gesehen, die mit Ihsan ihre Aufgabe gemacht haben in einer Dawa, in einer islamischen Bewegung. Guck mal, beim Gebet haben wir verstanden, das Ihsan. Ihsan beim Fasten, okay, haben wir verstanden, ist so und so. Aber dann gibt es Ihsan in Dawa-Arbeiten. Du gibst einem Menschen eine Dawa-Arbeit und der Mensch muss eigentlich diese Dawa-Arbeit auf die beste Art und Weise machen. Du gibst jemandem eine Aufgabe, du sagst, ich möchte bitte zwei Dinge, gib mir 2 dann zurück, bearbeite, gib mir 2. Er muss eigentlich 4 dir zurückgeben. Du sagst, du musst einen Text übersetzen, der muss dir 2 übersetzen eigentlich. Du sagst, du musst mir ein Video machen, der muss dir 3 Videos machen. Das ist Ihsan, auf die schönste Art, auf die beste Art, so wie es Allah gebührt. Der Islam zu dienen ist wichtiger als seine eigene Sache zu dienen. Ihsan ist das, du gibst eine Aufgabe und er macht diese Aufgabe. Du sagst, mach nur 1, er macht 3, 4 Muster für dich fertig, damit es dir vorpräsentieren kann. Das ist Ihsan. Das ist die Arbeit auf die beste Art und Weise machen. Nicht die Arbeit machen, weil jemand hier sonst dir in den Rücken tritt. Nicht zu machen, weil jemand sagt, wenn ich das jetzt nicht mache, was sollen die von mir denken? Wenn ich jetzt das Aufgabe nicht mache, dann werden die mich schlecht anschauen. Da werden die mit mir meckern, da werden die mir was verbieten. Nicht deswegen. Wenn du das sowieso deswegen machst, dann bist du dafür verurteilt, erniedrigt zu werden. Allah wird dich sowieso, dann das, was du fürchtest, wird Allah dich damit prüfen. Das wird auf dich sowieso zutreffen. Eine Sache zu machen, nur für Allah. Es ist doch unsere gemeinsame Dawa.
Es ist unsere gemeinsame Dawa. Nicht eine Aufgabe zu geben und der Mensch, der kommt dann am letzten Tag, du sagst, du hast 10 Tage dafür Zeit, er kommt am 10. Tag, nicht am 10. Tag, klatscht dir das halbfertig hin, sodass du nochmal 10 Tage investieren musst, um überhaupt die Sache publik oder irgendwie das weiter zu benutzen. Das ist nicht Ihsan. Das ist nicht Ihsan. Das ist nicht die Kunst. Die Kunst ist nicht einfach, sich hinzustellen, irgendwas zu machen. Die Kunst ist es nicht mal, aber komm, machen wir nebenbei was für den Islam. Schöne Ecke, machen wir was für den Islam. So ist das nicht im Islam. Ihr dient hier dem Edelsten, dem Besten. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Warum sind die Mushrikun zu Mushrikun geworden? Sie haben Allah nicht so geehrt, wie es Allah gebührt hat. Und wir dienen nicht Allah, wie es ihm wahrhaftig gebührt. Guck mal, wir haben heute Allah seinen Namen Al-Basir hier erklärt. Allah ist der Allsehende. Und wir haben erklärt, wie allsehend er ist, dass die Worte es nicht mehr erfassen können. Wir haben gesagt, wie schwach der Mensch ist. So ein Menschen, so ein Allah gegenüber, muss man doch Ibadat mit Liebe machen, mit Hingabe, auf die beste Art und Weise. Leider ist es wirklich eins der traurigsten Dinge, was ich gesehen habe in der islamischen Dawa, gesehen habe, dass die Leute nicht mit Ihsan gearbeitet haben. Sie haben es nur gemacht, weil sie dabei gehören wollten, weil sie einfach mit dabei waren, haben es einfach hingeklatscht, irgendwie Hauptsache haben irgendwas gemacht. Ich habe das leider nicht gesehen, dass Leute mit Ihsan in der Dawa gearbeitet haben, leider. Ich bitte zu Allah, dass er uns inshallah uns selbst zu Leuten macht, die mit Ihsan arbeiten und uns Leute schickt, die mit Ihsan arbeiten. Damit ihr versteht, was Ihsan ist. Es gab einen König, der hat Wesire gehabt, 10 Wesire. Und er hat einen gehabt, der war unter den Wesiren gewesen, also untergeordnet. Aber der König hat denjenigen, der unter den Wesiren war, den Lohn gegeben, den er 10 Wesiren gegeben hat. Also der Lohn für die 10 hat er den Typen, der unter dem war, gegeben. Eines Tages ist eine Karawane. Der König sagt zu einem seiner Wesire, und die beschweren sich natürlich, wie kann das sein, dass sie so viel Geld kriegen? Die beschweren sich, die sagen zu ihm, der König sagt zu einem Wesir, geh und guck mal, wo die Karawane hingeht. Er geht, der eine Wesir geht hin, er kommt zurück. Er sagt, die Karawane geht da und dahin. Der König sagt, was haben die denn mit sich? Er sagt, das habe ich nicht gefragt. Er sagt zum zweiten Wesir, geh und guck mal, was die mit sich haben. Er geht hin, kommt zurück und sagt, die haben zum Beispiel Stoff, Textilien. Die haben Stoff mit sich. Er sagt, Peke, hast du gefragt, wann die zurückkehren wollen? Habe ich nicht gefragt. Schickt den dritten hin. Er geht hin, fragt, er kommt zurück und sagt, er sagt, dann und dann wollen die zurückkommen. Er sagt, hast du mal gefragt, was die von dort, wenn sie dann dort sind, mitnehmen, wenn sie zurückkommen? Ob die da was einkaufen oder Tijarat machen? Habe ich nicht gefragt, sagt er. Er schickt den nächsten hin. Er kommt zurück und sagt wieder diesen einen Punkt. Daraufhin schickt er den unteren hin. Er sagt, geh und hol mir Informationen über das Volk. Er geht, kommt zurück und sagt, mein König, dies ist so ein Volk, der Führer von denen ist das und das, die Route ist dies und das, die Verweilung dort ist das, die tragen mit sich das, die Handelsware ist das, wenn die zurückkommen, haben sie mit denen Handel geschlossen, sie werden das einkaufen, sie werden auf dieser Route 6 Tage bleiben und sagt alles auf. Und er sagte, versteht ihr jetzt, warum ich diesem Mann den Lohn gebe, den ich 10 von euch gebe? Das ist Ihsan. Deine Aufgabe, deine Verpflichtung auf die beste Art. Du bist doch kein Roboter, ja? Wenn einer dir sagt, mach das, dann heißt es nicht, du sollst nur das machen. Du bist ja kein Roboter, wir sind ja nicht auf der Arbeit, wir sind nicht hier in der Industrie. Wir arbeiten noch für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist unsere gemeinsame Dawa, es ist unser gemeinsames Ding. Es ist unsere gemeinsame Sorge, unsere gemeinsame Religion. Wir müssen ein bisschen anstrengen, es ist ja nicht meine Religion, es ist unsere gemeinsame Religion. Komm nicht hier rein und setz dich in die Ecke und tu so, als ob du ein Zuschauer bist. Du bist kein Zuschauer hier. Du bist genauso ein Mitglied der Dawa, du bist genauso ein Mitglied, ein Muslim. Wenn du behauptest, Muslim zu sein, bist du auch verpflichtet, genauso diese zu deine Sorgen zu machen, wie Roboter. Du sagst, mach das, er macht nicht mehr und nicht weniger. Aber selbst das wäre ja noch gut. Er macht weniger auf den letzten Moment, klatscht irgendwas hin. Schade. Das ist nicht Ihsan. Ihsan ist, du gehst und machst auf die beste Art, sodass keine Fragen offen bleiben. Das ist, wenn du deine Aufgabe richtig machst. Zum Abschluss sage ich, deswegen unterschätzt eure Aufgaben nicht. Wenn es jemanden gibt, der die Moschee sauber machen soll, dann soll er nicht kommen und sagen, was soll ich denn eine Moschee sauber machen, ich bin doch keine Frau. Oder ich Moschee sauber machen, naja, gut, das kriege ich locker an, das reicht nicht aus. Ist nicht so. Guck mal, ich habe selbst gesehen, Moschee sauber machen, da kommen die Menschen, machen Staubsauger. Warum? Wir haben gesagt Staubsaugen.
Er ist nicht einmal auf die Idee gekommen, die Türen sauber zu machen, einmal mal das Fenster von außen sauber zu machen, mal die Säulen zu putzen, mal die Fahnenständer sauber. Macht er nicht. Warum? Kein Ihsan. Ist kein Ihsan, ist keine Liebe im Spiel. Achi, wenn keine Liebe und kein Ihsan, selbst bei diesen Sachen, wenn es nicht passt, was willst du machen? Deswegen, wenn du, egal welche Aufgabe du von der Dawa kriegst, Moschee, Chai verteilen, dann machst du das Tee auf die schönste Art. Dann bietest du mehrere Sorten an. Mach doch deine Aufgabe auf die schönste Art. Wenn du für den Verkauf zuständig bist, machst du den Verkauf. Wenn du in dem Medienbereich zuständig bist, dann machst du in dem Medienbereich nicht ein Video, sondern machst 3 Videos, wenn nur eins gefordert wird. Wenn du in den Textbereichen bist, Texte schreiben sollst, dann sollst du nicht einen Text, sondern 3 Texte machen. Es ist doch deine Dawa. Das ist Ihsan. Wenn jemand das nicht hat, sollten wir uns alle erstens Allah darum bitten, Ihsan zu geben und zweitens immer wieder denken, die Lösung ist ja, um Ihsan zu kriegen, Allah sieht mich. Okay, viele Menschen können diese Stufe nicht erreichen. Ich sehe Allah, als würde ich Allah sehen, aber jeder kann die Stufe erreichen. Okay, aber Allah sieht mich. Deswegen, wenn ihr euch immer wieder vor Augen hält, Allah sieht mich, dann werdet ihr auch ganz anders handeln. Wenn ihr die Dawa-Arbeiten macht, werdet ihr ganz präzise, vorsichtiger sein, weil ihr werdet gucken und denken, Allah sieht mich ja gerade. Das zu unserem heutigen Vortrag. Ich bitte euch um einen Nasir, guckt inshallah heute, dass ihr mal diese Woche immer wieder, egal was ihr tut, sagt, Allah sieht mich jetzt. Allah sieht mich gerade. Egal was ihr tut, ihr werdet merken, wie dieser Name euch in nur einer Woche eure Taten um 180 Grad ändern, verbessern werden. Das inshallah dazu. Wir machen nächste Woche inshallah weiter. Nad'u Allah yajma'ana ala kitabillah wa ala shari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.